Sorry, wieso nennt sich heutzutage jeder People Pleaser? Du musst im Fall diesen Titel verdienen. Mir hat nämlich irgendjemand mal gesagt, ja, ich bin eben ein People Pleaser. Und ich habe so gedacht, nein, bist du nicht. Du hast etwa schon 20 Sachen gemacht, die mich nicht gepleased haben. Falls meine Schnorre blutet, ich hatte eine Zahnreinigung. Also hier ein Put a Finger Down if you're People Pleaser Edition. Put a Finger Down, wenn du schon mal so getan hast, als müsstest du nicht über den Fußgängerstreifen, damit das Auto weiterfährt und nicht wegen dir anhalten muss und dir zuschaut beim Laufen. Put a Finger Down, dass, wenn du denkst, dass du Mundgeruch hast, dann redest du nicht mehr mit den Leuten. Put a Finger Down, wenn du schon mal etwas Vergammeltes gegessen hast, weil du niemandem sagen wolltest, dass es verschimmelt ist. Put a Finger Down, wenn du schon mal mit jemandem länger zusammengeblieben bist, als du wolltest, weil du Angst hattest, Schluss zu machen. Put a Finger Down, wenn du einer Coiffeuse, also einer Friseurin, gesagt hast, wow, ich liebe es, obwohl du legit einen Bowl-Cut hattest. Du bist kein People-Pleaser, nur weil es dich juckt, was die Leute von dir denken. Da musst du schon ein bisschen höher rauf.